Ich meine, die Debatte, die wir heute führen, das schenkt mir eine ganz wichtige Debatte zu sein, dass wir ein Kehr an aller Ruhe hat dann Rentenproblematik analysieren. Wir alle haben ein Interesse daran, dass also ein Rentensystem langfristig aufgesichert ist. Also ein Rentensystem ist momentan finanziell ganz gesund. Das Menge Meinung nur eben in besten Rentensysteme, die es gibt. Aber wir wissen noch alle gut, dass das Rentensystem, wenn es Probleme hat, dass in den nicht kann kurzfristig lösen, mit der das nicht mehr langfristig Lösungen können sind. Besteht also dafür aufgrund von der guten finanziellen Situation kein akuten Handlungsbedarf. Wir müssen drastische Maßnahmen zu erhöhen. Wir müssen, wenn wir langfristig gucken, aber alle angestoßen, dass das Rentensystem irgendwann, ich will kein Jahr lang denken, ich von 20, 30, 40 oder 50 Jahren, aber irgendwann kriegt das Rentensystem einfach aufgrund von einer normalen Entwicklung, kriegt den Probleme, und dafür sind wir gut beraten, an aller Ruhe, darüber zu diskutieren, wo, wie gesagt, kein akuten Handlungsbedarf ist, für was für ein Wehr, dass wir müssen abschlagen, für noch langfristig aufzusichern. Wir haben als RDR-Center 1989 viel Rentewesen diskutiert. Das Idee war immer Rentegerechtigkeit. Dann steht so 1999 schon mal als Lützburg Rentegerechtigkeit, von Jiderin, den Dono angefangen hat, mit Schaffen, unter den selben Konditionen, die selben Rechte und selben Pflichten behandelt wird. Das System, das wir haben, das ist ein System, das ist abgebaut auf einen permanenten wirtschaftlichen Wachstum. Wir müssen wissen, all Wachstum, den wir wirtschaftlich machen, hat auch seine Konsequenzen Wachstum und Arbeitsplätze. Aber man muss noch wissen, dass die Wachstum, den wir heute und Arbeitsplätze, dass den auch Konsequenzen geriert. Und ich meine, als Staatsminister denke selber an einer Debatte laufenden Nation gesagt, dass wir den stramme Wachstum geriert in sich selber nicht genug Gelder für seine eigenen Konsequenzen können davon zu finanzieren. Aber wir sind an einer Situation, dass wir wissen, dass durch die Population gewusst ist, dass viele Jugendliche haben, zum Beispiel müsste Schulen bauen, und die Regierung hat das für einen Monat mitgeteilt, dass dann zum Beispiel 3 Lyceen nicht können, aus finanziellen Überlegungen gebaut werden. Dass wenn man so, wir müssen eine permanente Wachstum haben von so viel Prozent für das System zu erhalten, da beruht ihr auch darüber, dass wir dann noch eine Lösung vom Problem kriegen, mit dass wir eine Verlängerung und eine Vergrößerung vom Problem kriegen. Dass wenn wir heute so, man muss dann so viele Jahre 700.000 Leute tun, für können das System zu finanzieren, da muss man an dem Zeitpunkt, wenn wir bei 700.000 sind, da müssen die Leute mal an so viele Jahre 1 Million, für alles zu finanzieren, wenn wir bei 1 Million sind, dann so in dem braucht man 1,2 oder 1,3 Millionen für das System. Das ist das Problem, wird uns nicht gelöst, es wird verlagert auf die nächsten Generationen, und dass die Schneebullen, Bull wird immer mehr groß, aber das Problem wird nicht gelöst. So dürfen verschiedene Denkanstöße von unserer Seite machen. Die nächsten ist, dass man dafür ausschätzen, wie schon andere Redner, unbestehendes System festzahlen. Im Umlageverfahren von den Solidaritätsprinzip aus, von den Generationenvertrag aus, was aber nur zu einem gewissen Teil auch ein Kapitaldeckungssystem ging, eben durch die großen Reserven, die wir haben, und noch so lange bleibt, wie wir nach Reserven werden haben. Den zweiten Punkt, den wir so, dass das alles, was man als Pensionswesen in Zukunft ändern, das muss immer nur für die 2 Regime sein, für die privaten und den öffentlichen, aber der von 1999 nicht mehr aufhängt, für irgendwie Absplitterungen zu machen. Das dritte ist, dass es unserer Meinung nach zu diesem Zeitpunkt keine Ursache gibt für irgendwie Verschlechterungen, was Pensionshöchst oder Pensionsberechnung anbelangt, anzufeiern, die Finanzen von unserem Pensionssystem sehr gut. Der 4. Punkt ist, ob wir es nicht sollten überlegen, für ein System zu entwickeln, was uns oder vielmehr die kommenden politischen Generationen dazu obligiert, für müssen zu reagieren. Und ich stelle mir vor, dass wir so
so ein System entwickeln mit Parametern, das für noch schon so etwas Ähnliches geschwärzt gehen, du wo eine Entwicklung könnt, sie wird, dass die Reserven zurückgehen oder die Leistungen der muss geben an Blut gehen, sodass man nicht mehr Überschuss genug hätte, die zurückgehen, dass man dann automatisch ein System deklariert gehen, wo Mist reagiert gehen, an Politik keine andere Schwachheit. Und deshalb ist die Überlegung, wie so der Präsident sollte man auch darüber diskutieren als Mindestreserve, die lang gesetzt steht, mit 1,5 Millionen. Vorstellt sich, ob ihr nicht auch sollt, hier und die 1,5 helfen. Die 1,5 helfen, weil auch viele Leute so, man sind so hoch an als Reserven, bis man auf die 1,5 hochkommt, echt, da braucht man nicht zu reagieren. Und dafür ist das auch an der Idee, wo ich für Druck gesagt habe, ob ihr nicht so auch die Reserve, ob ihr für 2, 2,5, für das ihr auch die späterhin eine politische Responsabilität forciert, nicht frei zu reagieren und nicht zu viel lang sehen zu lassen, hierin gibt reagieren, dafür soll den auch über die Idee nachdenken. Das Pensionsalter braucht nicht so viel Zeit verlieren. Ich meine, dass mit alles gesucht wird. Es gibt Wert, dass man 60 oder 65 Jahre, wir können den Alter auf 100 Jahre absetzen, das bringt aber viel nicht, was Leute sind, 64, heute Lützburg traditionsgemäß, sind sie an der Pension. Wenn den also gerne etwas anhat, und Pensionsalter, da muss ich bei den 57 Jahren aussetzen. Wir haben auch einen gewissen Automatismus da, weil immer mehr Leute, ja mehr lange an die Schule gehen, und dürfen immer Männer Leute mit 57 Jahren, 40 Jahren kotisiert. Und da wird vielleicht auch interessant, wenn der Minister als Kind einkehr, dumm statistisch eine Entwicklung gehen, wie an Zukunft misst am Fang die 12 von denen Leute, die mit 57 Konditionen erfüllen, die müssen am Fang mit klein gehen, an der Pensionsalter misst am Fang, dumm dann automatisch den Antrittsalter an Blut. Der Präsident ist schon 19 Punkte, und gesagt, mir schon mit 6 Minuten, dafür übersprangen ich verschiedene. Da muss ich nach vielleicht just ein Wort so zu der Fonction publique. Es sind der Meinung, wir haben 1999 ein Rentensystem. An alle die Leute aus der Fonction publique, die am 1. Januar 1999 an die Fonction publique empfehlen, dass dasselbe Regime wie am Privatsektor aus. Und dafür mengen ich, wenn wir Berechnungen aufstellen über das Rentensystem, da können wir nicht nehmen über Berechnungen vom Privatsektor schwätzen. Aber da sollte man so fair sein, lassen Herr Minister nicht mehr bannen, oder was? Hast du fort? Ja. Ah, noch fein. Noch fein. Es gibt so schon nämlich hören, die Regierung hat auch eine Etüde gelost über die Entwicklung vom Kostenpunkt von den Pensionen an der Fonction publique. Da sind ich der Meinung, da sollte man als Chambre auch die Etüde kreieren. Das scheint mir wichtig zu sehen, dass den über alles kann diskutieren. Schon im Budget noch geguckt, der Kostenpunkt von der Pension an der Fonction publique, die das Staatsbudget geht, die war 2005 260 Millionen, nach 2010 377 Millionen, das ist Artikel 93 vom Budgetgesetz, das ist an einem Zeitlauf von 5 Jahren eine Progression von 60%. Und ich meine, es soll den auch wahrnehmen, über die Finanzierung schwätzt, soll den auch so fair sein, immer über das ganz schwätzt. Man will ja nicht an dem engen oder dem anderen System etwas verschlechtern, man ein System, aber wir schwätzen immer nicht mehr für das ganz. Wir an der Diskussion von den Finanzen soll den die 2 Seiten mal dran, weil die 2 Seiten belasten das Staatsbudget, die 2 Seiten belasten als Ökonomie, aber wenn wir objektiv fair darüber diskutieren, und ich gebe mir dann ein Rechtstellen, der Präsident für an der Kommission, die 41 Propositionen, die ich nachher präpariert habe, für die dann an der Kommission zu machen, aber ein bisschen gute Willen müssen wir einen Weg finden, ohne Lo, ich will das nicht betonen zum Schluss, ohne Lo mussten Pensionen zu kürzen, aber als ein System mittel- und langfristig aufzusichern, für das doch die kommende Generation hier am Land nach können, ob ein gutes Rentensystem zurückgreifen, ist so nicht mehr.